Moin und willkommen zum Minette Mashup! Podcast von Minette UNESCO Biosphäre, eine Partnerschaft mit dem IK, CNC und dem MOA. Wuhu! Also, heute sind wir den Minette Mashup Podcast für uns Sweetwolch. Wir freuen uns noch ein bisschen alle zu sehen. Und wir einen kleinen Recap, was wir heute an diesem Podcast machen. Wir probieren alle Monat auf einen spannenden Platz am Minette zu gehen. Und wir entdecken dann Platz und schwätzen über unsere Impressionen von Platz und was für Verbindungen wir mit Platz haben. Und wir holen auch alle einen Gast, einen spannenden Gast mit dabei. Und fanden dann auch spannende Sachen über den Gast und die Projekte von den Gast. Für uns noch ein paar vorzustellen, ich bin Hanna, ich arbeite an der Minette UNESCO Biosphäre. Mit mir an unserem Team als auch Lori und Jenny und Marika. Wollt ihr euch auch kurz vorstellen? Ja, moin, ich bin Lori, ich arbeite für das BL Industriekultur CNCI. Und ich bin Jenny und ich arbeite noch für den IK-CNCI. Ich bin Marike, ich arbeite für das ASBL Moir, dem Museum von der Abest. Schön, dass ihr noch ein paar heute dabei seid. Kein Problem, Hanna, ganz gerne. Und heute haben wir auch den Glück, dass wir auch einen Gast endlich dabei haben. Und das ist eine mega flott Künstlerin, auch aus den Minette. Das ist nämlich Lisa Junius. Willst du dich kurz vorstellen, Lisa? Ja, moin. Also ich bin Lisa. Hallo. Ja, wie Tanne schon so, ich bin Künstlerin. Cool, also vielmals merci, dass du dabei warst. Merci, dass ich dabei bin. Ja, also wir wussten, also ich meine, ich schon Kontakt mit dir abgeholt seit Maint, oder? Also, ja, im Sommer. Ja, also, am Sommer, ja. Weil wir haben eine gemeinsame Freundin, Nina, und hat heute mich auf dich aufmerksam gemacht, weil hat heute gemeint, Lisa geht mega gut an diesen Podcast passen. Dann habe ich dein Insta ein bisschen gestalkt. Und ich finde all Dinge mega schön fand. Dann habe ich auch gemerkt, dass dein Kunstwerk auch nur bei mir, wo ich wohne, ist. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss halt invitieren. Und ja, los bin ich mega glücklich, dass du dabei warst. Ja, das ist mega lieb. Ja, vielleicht können wir ja kurz erklären, weil Lisa, den Kunstwerker sind ja du draußen auch. Ja. Und wir sitzen gerade du draußen auf einer kleinen Decke in einem Kiosk. Ich will noch nicht so viel verraten. Und rundherum sehen wir ganz viel Blau. Ja, also wie Marika sieht, Lisa, du musst manchmal auf Gebäude oder auf Mauern, aber du musst auch diverse Kreationen, also Bijouen, habe ich auch gesehen, Ja. auch Tarotkarten, auch Homeware, so Telleren und Tassen hast du auch designt und auch Kannerbücher illustriert. Genau. Willst du ein bisschen rangehen, weißt du alles so Ja, also das ist einfach alles. Das ist ein bisschen das. Also alles habe ich noch nicht gemacht, aber ich mache wirklich viel Verschiedenes. Ich finde das einfach gerne, Ja. dass ich auf verschiedene Supporten einfach kann malen. Ich fange am Anfang mal klein an, so für Stickeren, ja, so kleine Keramik, Pins, Tarotkarten, so wirklich so kleine Sachen bis zu größeren Sachen, ja, Homeware-Kollektionen oder eben, ja, Fresken. Cool. Das ist auch der größte, was ich gemacht habe. Das ist mega flott. Wie kennt, also das ist das immer, weißt du dich am Moment fühlst, ich will das machen, oder wie kennt ihr das so, dass du ob ihr mal Keramiken musst, oder? Ja, also mit Keramiken habe ich am Anfang bis so angefangen als Freischaffenden. Ich weiß am Anfang nicht genau, wie war. Ja, ich will am Anfang etwas machen. Und da gucken, statt irgendwie machen. Cool, also du kriegst irgendwo... Nee, das ist mega cool. Also du kriegst irgendwo Inspiration und dann... Ja, da oft das Material einfach, wo mich interessiert. Ich meine, so Teller und Keramik, das ist einfach am aller. Ich meine, Tasse benutzen wir alle und dann will ich einfach mein eigenen Tasse machen.
Und dann habe ich da geguckt, wie geht das, oder wo kann ich das machen. Also das war, da habe ich angefangen, wie ich noch zu Straßburg Student war, schon ein bisschen länger her. Okay. Da hatten dann noch, hatte ich ein bisschen schnell Möglichkeiten, das zu machen. Und dann, ja, anfangs habe ich Sachen gemacht, wo ein bisschen mir einfach waren, mich selber so dran zu setzen, ja, Stickern, Illustrationen, Tarotkarten noch, weil schlussendlich hast du das einfach am Papier gemalt, dann angescannt und dann printe los. Und dann, ja, also die Mauern, die Fresken, da sind ich drauf angeschwärzt gehen. Okay, also, von Gemengen, oder? Ja, am Anfang, die erste Mauer, die ich gemacht habe, das war am 1535 zu Dave-Verding, wo ich am Anfang mein Atelier habe. Und du hat Tanja direkt vom 1535 mich gefreut, ob ich nicht an einem von den Saal eine Mauer so malen. Und du warst, ja. Definitiv. Genau. Und du hast von der Kulturfabrik das gesehen. Und du hast mich direkt gefreut für eine ganz große Mauer halt zuerst zu malen. Und so ist das dann in der Plan gekommen. Cool, also ja, wirklich, also mega. Also ich gehe das auch gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich künstlerisch gut genug in der WB sehen. Wenn ihr wollt, da geht alles. Okay. Also wo das immer eine Passion von dir Kunst zu machen? Also du hast ein bisschen nur angeschwärzt, dass du das studiert hast? Ja, ich habe auch Plastik zu Straßburg studiert. Und ich war auch an einer Östsektion, Kunstsektion, halt zu Lützburg am Lycée. Ja, und am Anfang ist das wirklich etwas, was immer da war in meinem Leben. Und schon mal nie groß Gedanken darüber gemacht, ob das eigentlich nicht mehr da soll sein. Also falls das irgendwie Sinn gibt. Das war wirklich da und schon wie gesagt Kunststation, da wollte ich aber, das war für mich klar, weiter Kunst studieren. Und da habe ich dann während meinem Studium angefangen, Keramiken zu machen und so Pins und ich meine, das kann ich vielleicht irgendwie weiter verkaufen, weil das sind so kleine Geschirre schon, wo dann vielleicht einfach geht und dann habe ich mich selbstständig so gemacht. Das ist wirklich cool. Und hast du andere Hobbys dann auch dabei oder fokussierst du dich meistens auf Kunst? Nee, Sport oder? Oder irgendwo, wo du okay ging, mengen, dass du den Hobby hast. Irgendetwas so Top Secret. Nee, leider nicht Top Secret. Ich lese ganz gern. Also schon wirklich eine große Leidenschaft für Bücher. Dafür auch kann ein Buch, wo ich illustriert habe. Das ist etwas, wo ich definitiv viel mehr will machen. Wirklich Bücher, also schon ganz viele Bücher durch. Fängt ein bisschen aus auf Kontrolle zu gehen. Nee, kann nie genug sein. Das soll ich mal auch immer, bis ich mal mit drauf passt. Das ist immer das Problem, wo passt hin an, nicht mehr plündern. Ja, die Küste ist schwer. Es ist schwer geplündert, ja, das stimmt. Ja, das mir so Top Secret, nee, so ist das wirklich nicht. Lesen ist auch schön. Ja. Das heißt, du hast sich dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ja. Da kann ich so. Das ist ja ein Ziel, oder? Ja. War nicht immer, gell? Muss ich noch passen, fand ich. So ein Balance dann genau, zwischen... Ich weiß wohl ein bisschen aus, vielleicht. Aber ich fand, dass Heinz kann auch ein Hobby ganz gern Hobby bleiben. Weil sonst möchten sich Heinz zu viel Druck, weil wir mal so in Hand sehen. Also, wenn du musst erst mal Rechnungen bezahlen. Ja. Und ein süßen Hobby ist aber auch mega schön. Weil du kannst einfach machen, was du willst. Und bist einfach total frei. Und dafür, ich fand, Heinz Hobby lösen ist auch gut. Okay. Aber du hast dann anscheinend, also ja, wahrscheinlich eine gute Balance dann gefunden, wirst du dich nicht so viel Stress. Ja, an erster Zeit, ich muss wegen Balance ein bisschen mehr fahren, aber ja. Okay. War aber am Anfang gut. Ja. Wer ist das dann? Das ist vielleicht ein guter Übergang für ein bisschen mehr, was Arbeit selber durch Frauen zu stellen. Also, du bist eine freischaffende Künstlerin. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen, wie das überhaupt geht? Vielleicht auch für den Nullausterer ein paar Tipps zu geben, was so die Steps sind. Ja, also ich meine, dass das für jeden ernst ist. Ich kann nur wirklich just für mich schwätzen. Weil am Anfang, wenn du freischaffend bist, meine ich, möchte jeden etwas ernst. Also du kannst freischaffend sein an so viele Bereiche und ich meine auch so viele verschiedene Sachen. Natürlich gibt manchmal keine so Grundregel. Was ich gemacht habe, ist am Anfang, dass ich eben schon während meinem Studium dann mehr einen Online-Shop gemacht habe, wo ich meine Keramiken und was hatte ich denn? Ja, Keramiken und ich meine, ich hatte nach Pins
wo ich dann einfach online gesagt und ohne lo irgendwelche Erwartungen so als Hobby ich meine ab das hast du ihm leist ne geguckt ob Leute das kaufen wollen. ja genau also ich schon noch selber dick auf Etsy so Sache kam schon einfach mega süß fand Ja. und voilà du hast auch mal einen Etsy-Shop gemacht voilà und wie ich dann mit meinem Studium fertig war da hatte ich dann pur Keramik verkauft und du hast mein verdört aber wenn ich noch mehr Zeit tun da kannst du ja mehr machen aber schon mehr machen da verkaufst du doch pur mehr und da geht das vielleicht irgendwie ab und du hast das einfach gemacht das war so mein Anfang dass ich hatte am Anfang nicht so ein Lach wo ich mal das abgehalten und dann ich habe es nicht angefangen, weil bis du auf den Punkt kannst, wo du aber so mindestens 3 Sachen verkaufst, das klingt doch nicht viel mehr. Wo du weißt, dass du aber 3 Monate verkaufst oder sonst irgendein Projekt hast, da kannst du darauf dich ein bisschen basieren, da weißt du, wo du drüber bist, wie wenn du einfach abhältst und dann muss 6 Minuten Zeit, dass du es überleben musst. Ich fand das doch ganz schön, dass du irgendwie deinem Instinkt und deiner Passion gefolgt bist und dass daraus eigentlich auch eine Energie könnt, dass ihr einfach, ja, wie du für drin erklärt hast, du hast da gar nicht viel Gedanken drüber gemacht, konntest war immer für dich da und dass sich das dann so weiterentwickelt. Mit der Tisch, du kannst nur davon erleben. Ja, also ich lebe davon, das ist sicher, ich muss ihn aber immer alles ein bisschen in Kontakt setzen, also für allem halt zuletzt das Leuen überlegen, schon keine Wohnung, wo ich Kaffee kennt oder lohnen, das ist doch eine mega Chance. Das war das Einzige, was ich lohnen, also am Anfang mein Atelier. Das ist, weil just für Kontakt von Leuten hat für 5 Mil, dann kenne ich nicht davon. Ja. Nee, weil klingt immer alles so schön, aber voilà, muss ich wirklich so was ist. Und ja, so sind ich freischaffend, das hat natürlich seine Ups und Downs, das ist eine Achterbahn, heinst du hat den minus 500 im Konto stehen, und heinst du den plus auf dem Konto stehen, das ist eben so, das muss ich dann noch so mental bringen, dass das eben so ist. Also für mich persönlich kann ich am Anfang mal die 1 paar Jahre, wo ich freischaffend war, ziemlich wählen, was ich Tag zu Tag machen. Was ziemlich cool ist. Ja, ich kann also mir das bestimmt ja, mega. eine gewisse Ja. Freiheit, also ich so eine Freiheit zu haben, an dem Genau. sie sieht, ich kreiere nur etwas und das will ich dann nur verkaufen oder so, aber du kannst da Denkzeit andelen, weil du kannst das dann noch nichts machen oder wenn du am besten schaffst. Genau. Ja, die gewisse Freiheit, die Ja, du hast. also das war für mich wirklich auch wichtig. Also schon einfach bemerkt, dass das wichtig ist. Und das, du hast am Anfang für von Energie geschwärzt, also du, Marika. Ganz gut. Ja, das gesagt, ja, nicht mit wem ich Das schätze. hat kein Déjà wen vu ich halt was wollte ich sagen? Über Ja, von Energie. Energie geschwärzt. Und ich meine, das ist am Anfang ein ganz wichtiges Stichwort, weil ich hatte einen kleinen Prof auf der Uni, der gesagt Energie kreiert Energie. Und ich fand, das zählt wirklich viel, wenn ob du als Hobby oder als Beruf etwas musst, du weißt, etwas und Rullebrot ist. Da geht es doch irgendwie weiter. Wenn du etwas willst machen, und du musst just den ersten kleinen Schritt, auch wenn du schreibst durch eine E-Mail oder etwas googlen, wenn du etwas angefangen hast, dann geht das immer so weiter. Ja. Und das ist am Anfang eigentlich eine Regel, wo ich für mich schon, wo ich so, wenn ich etwas will machen oder ich muss etwas machen, weil ich brauche ein neues Projekt, ich brauche eine neue Idee, dann ist das am Anfang den allerersten Schritt, wo ich muss machen. Ja, ich wollte am Anfang auch mir noch schon drüber geschwärzt, so den schon mal vorgestellt, dass du bestimmt keinen klassischen Arbeitstag, also kein Tag sich gleicht. Vielleicht kannst du als du einen kleinen Abblick gehen an einem Tag. Ja, es hängt davon ab. Also ich selber probieren, wenn ich so an meinem Atelier bin, da gehe ich aber relativ regelmäßig für mich nirgendwo hin und ich komme direkt, keine Ahnung, gehen 4, 5, 6, 7 Uhr, wenn ich hängt eben davon ab, was ich zu machen habe. Also ich selber probiere mehr wie eine Routine
selber abzubauen, weil für mich das wichtig ist. Also es gibt aber andere Leute, ja, die schaffen lieber an der Not oder 20 Stunden 100 und dann 5 nicht. Also du möchtest frei wie will. Ich selber brauche eine Routine. Wenn ich dann aber ein Projekt habe, wie ein Mauermalen oder so etwas, dann geht das natürlich nicht so genau. Da muss ich mich an Konditionen anpassen. Und dann kann es mal sein, dass ich 12 Stunden auf irgendwo der Platz eben sehe, wo ich muss schaffen. Und dann komme ich immer, da sind ich mit. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist das ein guter Übergang Ja. für Lori und Jenny, weil du weißt, du schaffst, ist ja auch ein ganz interessantes Gebäude. Oder ja. Gebäude, ja. Ja, effektiv. Wo schaffen als effektiv für uns das Stichwort, weil wir ja mit unserer Industriekultur, Centre National de la Culture Industrielle, mit unserer SBL ja wirklich an dem Thema dran sind. Und wir wollten dich froh, weil du schaffst ja am 1535. Genau, ja. Und der das ist Zu so an Dave 3 Verding. Gebäude abgedeelt und du sitzt ja an engem von denen Gebäude, der Tisch, du sitzt an der aller Schreinerei, wenn ich mich nicht irre. Ja, also über dem Schreinerei-Restaurant. Okay, ma ja, Ja, und das war ja das sind ja Arbeitsgebäude oder Arbeitsatelier gewesen und du wolltest mal dich fragen, wie jetzt so was für dich, als der, also wie soll ich sagen, als das bei dir am Kap, am Alltag mit dran, dass du siehst, okay, ich gehe an so ein bisschen mehr historisch Gebäude ran, schaffen und ich mache auch etwas Handwerkliches, oder wie influenciert dich das, oder ist das für dich einfach wie ein anderes Gebäude, also Das am Anfang 2 Jahres. Also am 1535 ist es so, dass am Anfang durch das Industrial sind, das handwerklich die Geschichte haben und rund Künstler nicht erlernt, weil sie das an der Architektur selber gelassen haben. Das heißt, in der Küche, wenn du das besitzen musst, das heißt, du Salut oder eine Huvelbank. also Ja, und dann, wenn du dann auf den Mikrowelle wartest, dann brennst du mal und der Huvelbank einfach. Das heißt, und auch Stohlenträger, die sind draußen am Gebäude zum Beispiel oder schon am Anfang noch am Ateliersboden ist ein Shop. Das ist alles so, ja, noch so industriell, heinst du ein bisschen eben renoviert und heinst du noch das wirklich original als gelos. Ja. Und am Alter ist das wirklich dann dem Moment da. Wenn ich aber nur an meinem Atelier sehe, also mein Atelier natürlich mein Atelier. Par contre, das ist ein schönes Atelier, das ist nicht einfach ein Büro, gell? Also das muss wirklich gesucht sein, das wirklich die ganz hohen Plafongen, große Fenster, eben ein Boden, wo ich noch nicht kein Boden aus echtem Holz, wo kein Fleck Wasser drauf fallen. Und in dem Sinn passt das für mich wirklich super zusammen. Das heißt, dass du sich noch so ein bisschen Geschichte für uns zu packen und dann an Genau. Dinge Atelier so ein bisschen deiner Spaß für dich. Genau, ja. Ja. Und bist du von Minat, wo wir schon von Minat schwätzen, dann wollte ich dich fragen, wo weißt du was? Ja, also ich bin zu Monerisch aufgewachsen. Ah ja, okay. Und los sind ich auf der Verdenk geplündert auf der Fußbahn. Ja, du schaffst auch Wunslo zu dir, Genau, ja. gell? Ja. Hast du bestimmte Lieblingsplätze hier am Minat? Oh, das ist ja ein schwer. Darüber habe ich noch nicht überlegt am Voraus. Ich war für rund 2 Jahre, meine ich war für dich kann mein Leben zu La Sauvage. Ja. Und ich mega flott fand. Von der Gran, das fand ich ganz wirklich schön. Heute Galge bin ich auch flott. Natürlich fand ich der 1535 auch ganz cool. Also, weil mir kulturell, dann ist auch kulturell, aber Institutionen, habe ich den Kulturfabrik auch mega gern. Und ja, natürlich der 1535. Die ist viel Industriegebäude, wie ich denke, weil Anscheinend. Kulturfabrik war auch für drin, ja, eben schlecht hat. Wahrscheinlich, wenn etwas so verwandelt, gell, dann Genau, etwas ja. Neues, wo dann aber auch viele Leute unterstützt gehen mit denen Institutionen, das fand ich wirklich flott. Cool. Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, für das Studio dann da am 1535 zu haben? Was war da ein bisschen toller Geschichte? Das ist eine Geschichte von genau 2 Stunden. Und zwar sind ich geplündert, da während ich geplündert bin, ich hatte mein Atelier noch ganz physisch an der Küche. Also wir hatten, ich mit meinem Kollegen gewohnt, und wir hatten keine Küche, weil ich da meine Sachen drauf hatte. Und
es war bis Panik. Ich muss mir Sachen halt packen, dann komme ich so heim, dann bei meiner Mom den Moment an, ups, was meine ich? Und mein Kollege hat so ein Ding und hin so, ja, mir da geguckt hat, mal du hast die 1535 und so sind so Atelier, ich bin auf der Site gegangen, schon das geguckt, schon den Preis geguckt und ich war schon den Mond geschrieben, der drauf und ich schon das sehr geschickt. Ah, mega, also, okay. Genau, das hat nicht mehr lange gedauert, also Ja. bis ich dann vertraut hat mehr lange gedauert, mehr für Menge Entscheidung. Wirst du direkt, dass es das schwer. Ja. Wie, also der Tisch, wie lange warst du schon da? Ich bin da seit 2017. Ah, okay, cool. Tisch schon paar Jahre. Ja, genau. Cool. Ihr ist Mengenfrohen stellen, soll mir auch ein bisschen mehr an als gewählter Platz reagieren, weil wir noch Mehr hole schon viel Stich wieder gesund. Ja, also, genau. Okay, Hanna, Entlüftgeheimnis. Ja, oder will mir ein bisschen beschreiben, wie alles ausgesät wird. kann mir Ja, beschreiben, gute Idee. mal ein bisschen, mit den Hallen ein bisschen, die nicht gut noch gelauscht haben, für die Hallen wir nach den, wie nennst du das denn? Spannung. Spannung. Spannung, voilà. Lisa, was gesagt du rundherum? Dir. Ich gebe sie ein BM an Kanner, wo Fußballspieler, wo der bestimmt doch hört. Ja, definitiv, die her den. Ja, an ein groß, schön Spielplatz. Nach mehr BM an ein kleines Büvet. Und was ich jemand gerne in der Platz als wie ich bin ein bisschen zu Soccer für nice Views. Ich bin nicht gerne, also wie als wirklich jemand von Hai. Ja, wir sind ziemlich heiß am Anfang und gesagt den wirklich bis auf die Sonne schenkt ob die Stadt. Auf Engstadt. Ob eine Stadt. Ja. Und wir sind noch über den ziemlich interessanten Brücke hingekommen. Also, ja, gut, wir können kurz beschreiben. Man teilt in den Zug, Ja, lebt genau. den aus der Gare raus, er teilt in den Lift und da geht er über den Brick. Genau. Und dann sind wir auf jeden Und dann auf geht einen sich ganz für schönen einen ein Grünoase ab. Platz. Ja. Oder im Moment ist es nicht so gering mehr, im Moment ist es ein bisschen vorwisch. Ja, also ich nenne immer das Platz ein bisschen die Transition von wo Leute wohnen an die Natur. Und als Anfang eng von meinen Lieblingsplätzen hier, weil ich nur bei wohnen. Soll ich das noch verraten, wo wir sind? Da verrot mal, Hanna, Ja. wo sind wir? Also wir sind an den Escher Stadtpark, also auf den Galgenberg zu Esch. Und wir sitzen auch auf einem ganz speziellen Platz, der auch mit Lisa zu tun hat. Das ist ein ganz wunderschöner Kiosk, der Lisa bemalt hat und auch Skulpturen hier geschafft hat. Willst du uns erklären, wie du dazu kommst, dass du hier dein Kunstwerk auch Ja, gekriegt ma, hast? am Anfang habe ich den Kiosk umgemalt am Kader von Kulturfabrik vom Urban Art von Anfang 2020 mehr. Voilà, wir wissen, wenn es war, da bin ich nicht, da war dann 2021. Wo, also Kufas Urban Art, sie machen bislo all Jahr wie ein Festival von Urban Art. Das heißt, es sind auf verschiedene Plätze zu Asch, wo sie dann Künstler invitieren, für entweder Fresken zu malen oder Mobilier urbain oder irgendwelche Kunstwerke, wo sind hun zu Asch und draußen dafür urbain. Und das Jahr habe ich dann eben hier im Galgenberg, da war der Kiosk, wo zwar schon gemalt war, wo auch von der Kulturfabrik Demos organisiert war. Ich meine, das war 2014, ich bin mir nicht genau sicher. Du hast natürlich mit der Zeit Ausstreichfarbe, das verfällt irgendwann und du hast die Farbe ein bisschen viel aufgebrickelt und der Hund, die sich da gedacht, dann hast du Zeit für dann etwas Neues so drauf zu machen. Und voilà, du hast mich gefragt, für etwas, ein Propos zu machen, eine Idee, eine Skizze, wo ich dann ein Gemeng geschickt habe, wie ich mir das die vorstelle für den umzumalen, plus wie so Skulpturen, das ist am Anfang ja die Skulpturen mit das eure Mobilier, das sind am Anfang funktionelle Skulpturen, wo man sich kann drauf sitzen kann, spielen mehr drauf zu sitzen. Und die stehen dann auch bei Bannen. Genau. Ja, also ich fand, ob man es mega schön. Und ich Merci. laufe immer Highland und ich finde es noch nicht kannt und ich finde auch Domus gedacht, wow, das ist wirklich, also Das fällt einem schon ab. ja, fällt ihnen ab. Das merkt ihr. Ja. Das ist wirklich ganz schön gehen. Merci. Und das auch dein Stil, also so
definiert. Du hast schon wirklich stark dein eigenes Stil. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen über die Formen, die du gebrauchst, an die Farbe. Die blaue Farbe ist ja schon manchmal ein Kennzeichen von deiner Arbeit. Ja, so wie der Moment mal. Ich will mich nicht so viel festlegen. Du willst nicht dein ganzes Leben auf blau bleiben? Ich weiß es nicht mehr, weil wenn ich so ja, dann ist das so, wie wenn ich mich aggravieren. Ja, also ich male viel blau, ganz viel blau. Blau, weiß und hellblau, Agüllen. Die habe ich nicht vergessen, die ist mal wirklich wichtig. Einfach weil sie neu ist. Ist so schön nicht. An meine Motive sind viel Frauen an Kombination mit Natur und Universum, das heißt Sterne, Mond, noch mehr Sterne. Und dann sind auch so Fantasie-Elemente, genre also Spiralen, an Kringeln, an Wellen, an Sachen, wohin sich kann überlegen, wer der am Funk ist. Also ich bin am Gang mein eigenes Bild halt zu gucken und ich probiere und dann zu beschreiben. Genau. Das ist so mein Motiv. Ja. Und Lisa, du hast mal für drüben kurz für ein Recording erzählt, dass du nicht 2 Wochen Zeit hast für das Ganze, gell? Ja. Das war bestimmt ein Challenge, aber ne? Das war intensiv. Ich überlege. Ja, das war 2 Wochen. Das war ein Challenge, aber Hölle. Ich hatte Hölle von einem, wo dann angestellt ist, für Marcel, von auch weil ich ein Nassal hatte. Und der da an einem stehe, und der das mit der Sicherheit, wenn ich da ganz lang heiße, und da geschieht bei mir etwas, das wäre ein bisschen dumm für jeden. Und voilà, du hast Gott sei Dank Hölle, weil ja, es ist ziemlich groß, das ist immer mehr groß wie ein Mengt. Wenn ich mal da ist, habe ich mal sehr kleine Pinsel am Grabbild. Genau, an Heich. Und das war schon sportlich. Aber ich hatte lange Zeit, mich darauf fit zu bereden, auch mental fit zu bereden. Da weiß ich schon mal für die Zeit nicht. Und dann, voilà, ist das eben Sport. Du fällt mir gerade eine Frage an. Weißt du noch, wie viel Dipper Farbs du heute gebraucht hast? Ja, weil ich musste immer, ich musste am Vierreis bestellen. Ah, okay, also durchgegangen. Das durchgegangen, ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Weil ich stimme einfach, ich also, okay, wie rechne ich das, weil das kann ich gut nicht. Ich bin da immer total der Lernst. Und ich meine, ich hatte die dunkelblaue Farbe. Ich meine, ich hatte 100 Liter dunkelblaue Farbe. Und dann könnten noch ein 30 Liter hellblau und wahrscheinlich 40 Liter dunkelblaue Farbe. Und dann die Gülle für ein paar Akzente. Der Flasche schwer. Ja. Das ist eine ganz Menge Ufer. Das ist ziemlich viel, ja. Aber da muss ich nebenan also zur Küche machen. Ja, für das deckt. Genau, für das doch halt. Ah ja, und plus hat das Siegel 4 drin, das ganz, denke ich, mit so einer Bass, mit einer weißen Bass gemacht. Das finde ich Gott sei Dank nicht müssen machen. Die Arbeit war auch noch dabei. Ich fand das so flott, dass diese Kiosk so verschiedene Art und Weise gebraucht wird, weil ich komme mit der Kanne auf den Spielplatz, ich wohne zu Asch und mein Mann und mein Junge, die fahren dann Rollerskates hei und dann gesagt in hei am Kiosk eine ganze Gruppe Frauen mit einem Trainer, die sagt go, go, go. Ja, die ein Bootcamp machen oder Bootcampen so. Und dann spielen sie halt Basket und das ist eine ganze Mischung von, ja, also es bringt am Anfang, der geile Bierschei bringt ganz viele verschiedene Leute zusammen an den Background von der Kunst ist einfach von der Schein. Ja. Und das ist auch ein Platz, den die Leute kennen, aber die auch nicht für ihn kennt. Und dafür wollen wir ja auch immer aufmerksam machen, dass es die Plätze gibt. Genau, das ist mega zu empfehlen, hier hinzukommen. Und das nicht nur so kulturelle Sachen, die hier auch passieren. Wir haben auch eine große Geschichte hier. Und wir haben uns gedacht, dass wir ein bisschen recherchieren über die Geschichte. Und diesen Monat haben Lori und Jenny ein bisschen geforscht über den Platz. Und wir haben uns gedacht, dass ihr für Fun Facts für uns vorbereitet. Wollt ihr
Ja. Du lassen Also, voilà, mehr haben uns für diesen Podcast die Rubrik Did You Know gekümmert. Did you know? Und voilà, wir werden dann an all Podcasts eben eine Frage stellen über die Platz. Und Floriane schon als ein das am Anfang das nicht wirklich Fun Fact, nicht ist so da fun. ein makaber Geschichte. ja, also ein Geschichte, also das ist geschichtlich, aber das ist auch ein bisschen makaber. Ma ja, ich kann nicht verraten, am Anfang das so, also Galliebierg wie Jenny so dann, das hat eine wirklich makaber Geschichte. Am Anfang ist es so, dass es 1676 gefunden hat, die echt Gallien abgerichtet vom demolischen Ortsvorsteher, das am Anfang der Chef von der Ortschaft. Und ja, die Lokalbürger gefunden da von den Gerichter, also eben die Die verurteilt goufen, die goufen dann hei gehangen. Ziemlich makaber, me voilà, und dafür wird also Gallien könnt da von Galgen am Deutschen, das heißt ja, die goufen hei Galgen sozusagen abgehangen. Und kann ihn sich halt bald nicht mehr vorstellen, weil ich meine, die heute Platz ein ganz anderer Bedeutung, weil ich spiele kann in Live-Tieren gucken gehen, das ist so Freizeitzone und ja, früher war das nicht so schön. Ja, und das ist auch interessant, dass den Nummer auch beibehalten haben. Ja, das ist interessant von der Hannah-Geschichte. Ja, das ist einfach ein mega krassen Kontrast, fand ich. So. Weil sie haben das ja immer express auf einem Birsch gemacht, oder? Ja, du Ja, geht oder es bei an, ja, oder weitem. so einer Mordplatz auch mal manchen Stehmals für ja, das Leute das so das aufschreckt, kein Kriminal oder kein ja Krimen zu begehen, mehr makaber ist auf alle Fall. Definitiv. Ja. The non-fun Fun Fact. Not so fun. Ja, vielleicht nicht so vorne. Trotzdem, merci. Weil du auch kurz, was mir gerade auffällt, wo du Live-Dayerin gesagt hast, Gianni, wenn ihn weiter trippelt durch den Busch vom Galliebierg, können den an den Deerepark, den Ascher Genau. Deerepark. Und den ist einfach genial. Den ist immer Ja. an all Jahreszeiten stehen da Scottish Highland Cows und andere Deieren. Und das ist gratis. Ja, Das, Enten. es gibt ein Baumhaus-Café und also Leute kommen von weitem weg, wirklich, für mit der Kanada Deieren zu gucken. Ja, du kannst ihn auch übernächten an die Baumhäuser. Du. Ja, rundherum auch glatter schön Trippelwehr durch den Park und so weiter. Ja, du kannst ihn wirklich für 1 Stunde oder 3 Stunden, also wenn ihn wirklich motiviert ist, kann ihn noch mehr lang. Du lässt mir das ein größten Busch umfangen. Also Ja, du kannst, Hannah könnt ihr auch vom Allergrund bis ja, heuer. genau, Ja. das ist alles irgendwie connectiert. Doch, ja, geiler Botte, du kannst irgendwie nicht auf all Plätzen. Alle Wege führen auf den Gallienbier. Genau, also kein Excuse, nicht hinzukommen. Ja, und wir können auch direkt in unsere nächsten Rubrik gehen. Wir haben uns auch gedacht, wir machen auch einen kleinen Quiz für unseren Knowledge über den Platz zu testen. Das hat Jenny und Lori auch vorbereitet. Ja, meine kleine Quiz wäre schwer berät. Okay. Das auch beim Galliebierg zu dienen. Das ist auch ein bisschen über die Hannah-Geschichte. Und ja, sollen wir direkt starten? Ja? Ja, ja. It's quiz time! Okay, Maja, dann die erste Frage. Wann gibt den Stadtpark Galliebierg offiziell angeweiht? Absolut keine Ahnung. Oder ein paar so Guesses Vielleicht vielleicht. so Anfang, nee, so mal 1890, so an der Zeit. Okay. Ja. Hannah? Ja, vielleicht bin ich 1850. Bisschen mehr früh. Okay. Lisa, hast du So vielleicht ein- Guess? Ach, das ist ganz schwer. Das ist schwer so, gell? Angeweiht. Ja, offiziell angeweiht als Als Park. Park. Mhm. Ist so ein bisschen spät, aber
Also am Anfang ich keine Ahnung. Also am Anfang wusste recht, Lisa. Gouf offiziell den 1. September 1912 geweiht und war sogar Friedefeier, Konzert und alles. Das heißt, ja, das war 1912. Stimmt, der Kiosk dann auch schon, hi. Den ist auf jeden Fall ziemlich alt, das weiß ich. Ja, ganz genau. Weil das nur als nächst froh gewirrscht oder das als nächst froh weil es war der Kiosk den Hai Stung freier bestanden hört also aus Material weil den heute war nicht immer so wie ein Loas den komme ich bisschen mich spät mir viel war ein Hai den eure Kiosk den aus einem anderen Material bestanden hört Holz. ja direkt. Genau, Lisa, ja, du hast recht. Und mir, das am Anfang Holz und war am Anfang auf einem Sockel aus Betonarmee. Und das war an der Zeit war ziemlich so, ja, ziemlich neu modernes Konzept. Es war auch ein bisschen exotisch, weil es war eine große Attraktion damals für Dascher Bierger, weil es war ein bisschen so an einem so chinesischen Tempelform, also so wie sich die chinesischen Tempel mit so ein bisschen denen Okay. also turmartische Bau, just dass es nicht so ein Turm war, mir dass dann aber die Verzierungen hat oder den Dach, ich weiß nicht, wen den so kann erklären, mir mit denen Ja, so den kleinen chinesischen Stil. ja, den Äcker, die so gewölbt sind, und, ja, voilà. Genau, das war so eine Pagoda, ich meine, sie nennen die Pagodas, ja, Form, und sie haben sich am Anfang inspirieren gelassen von den Weltausstellungen. Und ja, das war eine Attraktion heute zuerst. Da goufe de Vierfall den ass dem Joof gebrannt. Aus wegen Grund dat wiss mal net méi voilà. Und du gouf den awer net méi am Holz opgebaut, méi du gouf am Platz so e Kiosk fir den heiten lo gebaut. Und Loa sieht aus Ja, Zement Beton, gemacht? ja. Auf Beton, ja. Ja. Okay, Voilà. ganz interessant. Ja, mal da kommen wir in die dritte Frage. Ma, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, wir haben am Stadtpark durch einen Rosengart. Ja. Ma ja, an den hast du 100 das ist Ja. 100 Und du wolltest mich fragen, wie viele Sorten von Rosen gibt es dann insgesamt an dem Rosengart? An noch wie viel Rose Stackmeng da ginnet Lisa, do. das wissen Sie doch bestimmt. Also, Bestimmt ganz viel. Sorten. ich meine schon ein Kerl gehört, das 200 oder Da so. gebe ich auch So viel? So, ja. 200? Ich hatte auch direkt mal so Apps getippt. Man nicht so, vielleicht sogar mehr. Ja, kann auch sehen, weil die Meine stellen Mama hat viel da schon Lied. ziemlich viel am Guard. Und ich gucke Ja. als Referenz, wie groß das ihre Guard, wie groß ist denn halt, da kann ich ja mal multiplizieren. Ja. Du sind nicht Ja, gespannt, also- ob die Antwort. Ladies, what's the answer? Also, wir haben mal aufgeschrieben, 600 Rosensteck Autsch. an 450 Sorten von Rosen. Wow. Wow. Das war mal demals, also Okay, okay, hast du auch 1934 kreiert vom Paul Flasch. Und ja, Nach Fun Fact, also vielleicht auch nicht so fun, mehr Fakt. Für war der Rosengart Galliebierg, also sicher auch, weil Lützeburg früher, ich meine, das war mit vom 20. Jahrhundert, war Lützeburg ein grosser Rosenexporteur. Und die war, da gab es viel so Rosenzüchter zu Walfern am Alzhat, also am Ulzestall. Und voilà, das heißt, als Rosen sind anscheinend bekannt gewesen an der ganzen Welt. Das wusste ich wirklich nicht. ja, Das- genau, das wow. hat man nur vor kurzem so raus von. Und das ist am Anfang auch den ersten Rosengart hier im Land, anscheinend. Wow. Oh, wow. Also, Ja, da soll das ist schon ein bisschen verstoppt. Das ist nicht direkt sichtbar. Also Rietz von Brück, wenn ihr ihn Rob kennt, oder? Also ja. Me, wann sind die also die sind nicht lo do, Hängt von oder? den Sorten Ja. ab. Mir geht gleich Also die rein. Rosen, die blähen ganz, also ziemlich lang. Und da gehen Rosen, die blähen just im Monat oder so. Das ist Okay. bei 400 Sorten, meine ich, schon so bestimmt von allen. Bestimmt. dabei. Sind da wahrscheinlich pur, wo Lona so ein kleinen Blei Huhn und dann, also Blei, ja, doch Blei, Blumenhuhn. Und da sind da bestimmt schon lang am Fantasie. Okay. Ja, okay. Ja, ma ja, und dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Wisst ihr, also wie das wir ja hier ein schönes Vue über das ganz Asch haben, wisst ihr, ob wir ein Schmelzen davon hier aus gesagt? Was meint ihr?
weil es gibt ja Schmelzen hier rundherum. Nee. Aktiver. Nee, ich meine, nee. Also nee, die ist ja schon nicht mehr Okay, aktiv. die von Schöffling. Wow. Also Lisa, du warst on top form, du warst on fire, ja. Also das ist richtig. Das ist wirklich voll. Genau, das also 1 point für Lisa. Genau, Lisa, also mega gut. Die geht am Anfang auch ja Schöfflinger Schmelz genannt, dass die freie Arbeit Schmelz mehr am Anfang den Numm dafür ist auch der Metze Schmelz und die ist am Anfang schon 150 Jahre alt. Also schon ein ganz alt Schmelz. Ja, aber nicht mehr Betrieb, aber auch nicht so lange nicht mehr Betrieb. Ich meine, die ist sogar noch gegangen bis Anfang vom diesem Jahrhundert oder so. Ja. Aber ich meine, die war, also ich kann mich total ehren, mir ist sie nicht 24 Jahre recht so gegangen Ja. oder so. Ja. Also ja, wie Gianni so sie noch andere rundherum, mit die Seite lo direkt zu von der Breck, wo wir hinkommen sind. Und ja, natürlich wird die auch viel zu der Entwicklung von der Stadt Asch. Und ja, das am Anfang 10% von Deal Schöffling, Gemeinde Schöffling Leid und der Rest auf der Gemeinde Asch. Das witzig, wie sie aber Schöfflinger Schmelz. Ne, Ja, interessant, dass da aber Schöfflinger Schmelz genannt wird. Ja. Aber ja, so, das war alles Quiz-Time. Wow, well, merci. Ich Der meine, kann das Lisa auf die hat nächste gewonnen. Folge. Ja, der Super Kandidat hat interessant. 100 Punkte. Ja, merci, ihr zwei. Und ja, nur für aufzuschließen, ich habe noch ein paar kleine Fragen, weil ich an den Minute UNESCO Biosphäre schaffen, habe ich ein paar Fragen, die mit Natur zu tun haben, weil wir uns da viel mit die Beziehung zwischen Mensch und Natur befassen. Du hast da ein bisschen schon angeschwärzt am Anfang. Wir wollten dich fragen, ob dein Kunstwerke, weil die Formen und Farben und das viele Fragen vorkommen an Vegetation und Tieren vorkommen an dein Kunst. Lässt du dich inspirieren von Natur? Ist das ein wichtiger Bestandteil von deinen Kunstwerken? Ja, also natürlich, ich fand es schwer zu so. Ja, natürlich inspiriert Natur, auf der anderen Seite sind wir Natur an. Wir sind immer dran, natürlich, das ist wirklich ein Teil von uns. Das ist nicht, was du außerhalb ist. Was für mich wichtig ist irgendwie ist, dass ich eben die Konnexion, die Direktkonnexion zwischen dem Mensch und also für allem auch von der Frau und der Natur will irgendwie durchstellen. Und ob auch ein gewisse poetisch oder magisch so Art und Weise, weil ich fand das irgendwie magisch. Ja. Und das ja irgendwie auch ein bisschen mehr verdreht weisen an unserer heutigen Alltag, so, wo man mal ein bisschen vergisst, was so alles was ein bisschen mehr verdreht ist. Ja. An Natur aus, ich meine, wenn man bei mal einem Band eine Blume abgeht, das ist ja irgendwie schon mega cool. Ja. Ne? Und das vergisst den Heinz so ein bisschen. Und, also, voilà, ich mal. Und das probieren wir schon ein bisschen so durchzustellen und rauszubringen. So. Ich gesehen das an den Kunstwerken, dass nicht nur die Farben, mehr auch wie alles irgendwie so harmonisch zusammenkommt und das irgendwie, wie du siehst, ich fand das wirklich cool, dass du gesagt hast, Mensch aus Natur, Natur aus Mensch, so. Und das ist wirklich flott, dass du das an den Kunstwerken dann so rausbringen willst. Du hast vorhin La Sauvage genannt. Hast du auch, wenn ich mich irre, auch ein Kunstwerk an La Sauvage? Ja, das war ein Projekt für Kunstwoche, wo man Primärschulen von Däferding zusammen organisiert wird, noch immer. Das wird all Jahr vom Edi Trollinger organisiert, einen anderen, also mich mengen hauptsächlich von ihm. Für mit Klassen von aller Alter möchte dann sein Kunstwoche. Und wo dann Künstler invitiert gehen für mit Klassen ganz verschiedene Ateliers zu machen. Und ich habe dann damals proposiert, dass ich mit eine Mauer holen. Wow. Und dann so das so was für in der Schule. Ja, genau. Du war so, also du hast so eine lange Mauer, wo nicht mehr drauf war. Und da stand noch mit ziemlich kleinen Kindern zum ersten, zweiten, dritten Schuljahr eine Mauer gemalt.
ich noch ein bisschen korrigiert und das war aber wirklich ganz flott. Wow, das ist wirklich cool, weil ich war da für ein Geopoetic Camp im Sommer und ich schon das gesehen, ich war so, ich kenne doch die Künstlerin, die kannst du machen. Und das ist wirklich flott, den Hintergrund herauszufinden, als du das mit Kanne auch als Projekt gemacht hast. Das ist wirklich cool. Hast du dann am Moment ein Projekt, wo du drin schaffst, überhaupt? Nee, am Moment habe ich kein Projekt, weil ich schon ein bisschen alles aufgesucht, weil ich, wie ich ganz am Anfang gesagt ein bisschen die Balance verloren habe von dem Schaffen, nicht Schaffen. Und ich hatte ein bisschen viel. Ich meine, das hat ein bisschen mit Corona zu tun, weil alles aufgesucht ging, B-Moll, als alles bei nie kommt. Und das war mir dann nirgends aber zu viel gehen. Und dafür habe ich mal gesagt, müsste gar kein Projekt mehr, wo du nicht wirklich muss sein oder wo du Keine Riesenmauerin. ja, ich probiere einfach ein bisschen eine Menge Material zu sehen, eine Menge Sachen zu kosten, für ein bisschen da drin zu finden. Das ist auch super wichtig und gut, wenn ihr das erkennt, dass ihr die Pause braucht. Ja, also ja, ich brauche sie wirklich. Ich meine, ganz viele Leute, die Hunde so sind an ihrem Rad und Rad rennt ihnen davon. Also sie trauen sich auch nicht kurz aufzuspringen und zu sagen, ich brauche I need to take a step back. Ja, genau. Also das für Independent eigentlich wirklich schwer. Also das ist eine schwere Zeit. Ich kenne ein paar Leute, wo wirklich genau die Probleme auch Bemol haben. Weil Bemol alles urhabt, das ist ja normal und das ist ja auch gut. Bemol will dich viel organisiert gehen an will ja so, weil man lo eine Zeit hatte, wo alles dick schwierig war und Bemol könnt hier, aber da Bemol Ja, dann ist es aber zu viel. und dann ist es auch schwer nicht so, ich habe bei mir lo einfach beim Missen zählen, weil ich wirklich bemerkt habe, hey, wenn es mal keinen Spaß mehr hat, geht man nicht gut dabei, dann bringt das auch nichts. Ja. Das ist natürlich immer ein finanzielles Risiko dahinter. Ich habe meinen Online-Shop, ich habe wirklich so Chance, ich kann eine Menge Sachen machen, wo ich da ruhig an meinen Rhythmus kann machen. Ich bin mir sicher, für andere Leute geht das nicht so einfach. Ich habe da wirklich Chance mehr. Ja, das ist schwer, das ist wichtig, das ist nicht ganz einfach für die mehr. Ja, ich meine, ich habe da Chance. Das ist gut, dass du das für dich machst. Ja. Also, und du hast von deinem Online-Shop geschwärzt. Was können Leute da am Moment finden? Das ist im Moment ein bisschen gefüllt, weil ich pure Sachen... ja, ich lust pure Sachen, also verschiedene Sachen meine ich selber ganz auf der Hand, wie zum Beispiel Keramiken. Und dann habe ich aber auch pure Sachen, wo ich mache losen, zum Beispiel einfach Prints, die dann einfach von einer Druckerei geprintet gehen und die habe ich dann auf Stock. Und dann habe ich auch, was tue ich? Pins, schon noch Spengele gemacht für ein Tor. Oh. Voll cool. Oh, ja, nee, ich schon die gesehen, die sind mega flott. Ja. Ja, mit Bären genau, und genau. Ja, cool. So Sachen. Ja, den Tarot-Karte, Pack. Die habe ich so bis auf Stock, weil ich ja nicht Hand printen. Ja. Und da kann ich da ein bisschen so weiterführen. Und das schon all die neue Sachen muss man an Keramik sind ein bisschen mehr unik, weil die Hand gemalt sind und das dann all Keramik anders. Wow, ja. Und ich war für kurzem am Sommer zu Manchester, da habe ich auch die Sache gesehen. Zu Manchester? Ja, am Shop, am Oklahoma Ja, Shop. okay. Ja, und du wolltest dich noch freuen, ja, du vergisst sicher auch viele Sachen am Ausland oder so, ne? Ja, du musst alles unter Oklahoma, die Sachen sind nicht direkt von mir. Okay. Also am Anfang, die wo sie haben, das ist eine Kollektion, wo ich gemacht habe für eine holländische Marke, die ist Clavering. Da habe ich am Anfang den Design gemacht von den Tellern und den Tassen, wo sie haben, an sie verschicken. Okay, zum Beispiel verstehe. Ja, ja. Zu Manchester. Aber ja, ich verkaufe an das Ausland selber und ich verkaufe auch also ich arbeite noch mit Boutiquer, so an dem Genre zu summen. Ja, cool. Ja, weil das dabei ja noch schwer zu überleben. Ja. Wo kann ich das dann finden an dem Internet? Ich gebe so Google lassen immer der Best und dann von da aus. könnt das war den beste Sicht, also den Internetshop, da das einfach lisajunius.bigcartel.com
Und auf Instagram. Genau, dann ist einfach Instagram als und Lisa Facebook, Junius, oder? Facebook und ich gehen. Ah, okay, nicht Facebook. Ja, und dann ist ein Internet, sieht mir den auch gar nicht up to date. Das ist einfach Lisa Junius, das ist einfach mein Nummer. Also, das ist immer just mein Nummer, natürlich. Okay. Und so du ein warst auch auf spezielles. Etsy, ne? Oder? Ja, Ich hatte ich den bin- Shop ich- auch. Du hast auch auf Sachen Etsy, auf mit den Etsy. habe ich ein bisschen mehr klein gemacht. Okay. Und dann hast du so am Hintergrund. Mein Hauptshop da, das ist Bikartel. Bikartel. Okay, super. Ja, wir machen noch also alt Links für euch. Ja, genau. Wir Also, machen alles an als Show Notes. Genau, an als Show Notes. Die findet ihr bei unseren Seiten. Schließen, weil wir gehen noch kalt, weil also wir sitzen heute im Wasser. Ihr müsst das vorstellen, wir haben einen kleinen Tee getrunken, wir lagen nicht kalt. Also für aufzuschließen, haben wir einen kleinen quirky Question. Aus nämlich, wenn du dein Kunstatelier an einem Baumhaus am Minat kannst bauen, So cool. gell? Wo wäre das am Minat? Wo gibst du dein Baumhaus? Also echt, Ja. das wäre ja wirklich mega cool. Wo? Also muss ich schon mal Großbeinen sehen. Mhm. Ich brauche einen großen Atelier. Müsste wahrscheinlich so ein Haus auf verschiedene Beinen sehen. Ah, okay. Ja, ist schon Haus. Oder ein Doppelhaus auf einem Ja, Baum. ja. Geht Ja, noch? muss aber starke Baum sein. Wo sind Ja. denn die stärksten Beine? Ich kann mich schon nicht sagen. Hannah, wo geht die stärkste Ja, Bein Hannah, am den Minat? Expert, ne? Hey, also. Ja, also an die Kernzone, du gehst ein bisschen im Wald. Hey, lass so was, du gehst doch, lass so was. Da ist es richtig schön. Ich meine, du hast dann mir ruhig auf zu schaffen, sind nicht, also wann schon ein Baumhaus dann noch wirklich so ganz aufgeschaut. Ja, vielleicht. Du, ja, du geht es auch eine gute Energie im Englisch. Du passt dann von gut hin. Ja, vielleicht, ja. So, zu lass so was. Entweder du oder schon sage ich große Gott, mir wann ich ihn hat, ich bin auch immer gerne daheim. Das wäre auch ein bisschen cool. Ja. Weil ich einen riesen Baum an meinem Garten hat. Also, bis hier am Minat. Ja, einfach so durch den Garten und dann Genau. an den Atelier. Das heißt, Beim Haus. den Rahmen Perfekt. kannte immer so, für ein Gartenhaus. Ja. Mir so an einem Busch, das wäre natürlich auch cool. Das wäre ein bisschen hexenmäßig, das fand ich Ja. ziemlich cool. Ja. Mega. Also, Also, Jager. ganz cool. Also, ja, ich meine, das wäre dann für Haut. Ja, wir so dann für das Spiel muss. Merci, Lisa, dass du gekommen warst. Merci, Lisa. Danke, Ich sage Lisa. merci, dass ich dabei bin. Oh, ganz gerne. Noch ein Geier. Und wir wünschen dir dann alles Gute für die Zukunft. Vielmals merci, ja, gleichfalls. Merci. Ja, wir haben nachher auch ein paar Sachen vergessen zu sagen, nämlich als Musik, das wir an unserem Intro und Outro haben. Das hat ein guter Kollege von Jenny gemacht, und Joe, a.k.a. Ragnar. Und wir sind super, super dankbar, dass ihr das für uns gemacht habt. Merci, Joey. Ja, Merci. Ja, und wenn ihr mehr Infos über den Ragnar oder Joey wollt, wir haben einen Link an unsere Podcast-Deskription. Für uns Reis zu folgen, wir werden alle Informationen, alle Links von unseren Gast, von Platz, Fotos und alles, das werden wir auch auf alle sozialen Medien uploaden, also auf unseren Insta, Facebook, auf unsere gegenseitig Webseiten, auch auf YouTube. Ja. Ja, ich wollte noch so haben wir auch einen Hashtag. Also Yes, Hashtag yes. Minat Mashup. Könnt ihr Genau. followen auf Social Media. Da werdet ihr ja eben, wie Tanja sagt, all die Fotos und alles gesehen. Und Auch einen kleinen Abruf für euch, also wenn ihr an den Minat seht und wenn ihr schön Fotos möchtet oder wenn ihr Handwerker von Lisa entdeckt, dann also gerne Ja, an schickt euch schicken uns. oder posten unter den Hashtag Minat Mashup. Und wir reposten das. Also, merci, dass ihr nur gelauscht habt und merci an all, dass ihr heute dabei seid. merci auch, Hannah. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao. Bye.